Köln ist für mich Felix von der Laden. YouTube Deutschland ist für mich Felix von der Laden. Racing ist für mich Felix von der Laden. Und genau dieser Felix von der Laden wandert jetzt aus, und zwar nach fucking Mallorca. Er hat ein Video hochgeladen, wir wandern aus, und ich will mir das angucken, weil ich sag ganz ehrlich, ich bin schon so emotional verbunden, auch wenn ich Felix jetzt nicht so krass geguckt habe in den letzten 2-3 Jahren. Ich habe immer wieder ab und zu Videos geguckt, fand ein paar Videos waren voll nice, insgesamt war es nicht mehr so nice, nicht mehr so meins, aber Dena ist einfach so YouTube OG, und wenn der auswandert, Digga, dann muss ich das einfach gucken, und ich bin sehr, sehr gespannt, und ich habe gesehen, er ging, glaube ich, durch die Schweiz fürs Auswandern. Heute ist es soweit, wir haben alle Sachen gepackt, denn wir wandern aus. Oh, Digga. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, er hat die Wohnung behalten. Weil, Digga, diese Wohnung im Kranhaus, die kannst du nicht abgeben. Das ist gefühlt die wertvollste Wohnung, die du in Köln haben kannst. Prost. Das war's, Leute. Was soll ich sagen? Wir wandern aus. Es ist unser allerletzter Abend hier. Ja, aber Chat, wie schnell hat Felix entschieden auszuwandern? Das war ja so ein 2-Monate-Ding oder ein 1-Monats-Ding. Ich habe nur mal ein Video gesehen von einem Monat, ja, vielleicht auswandern. Jetzt einfach, wir wandern aus. Abfahrt. In Köln. Und wisst ihr, wer noch nichts gepackt hat? Wer noch ungefähr gar nichts gepackt hat? Kranhäuser, viel zu teuer. Die Wohnungen in den Kranhäusern sind, glaube ich, actually nicht mal so teuer, was ich mitbekommen habe. Das will wahrscheinlich ich. Aber ich habe vorgesorgt, ja? Schau dich, ich habe ein paar Sachen, Warte, wo sind die Müllbeutel? Ah, Müllbeutel, Leute. Denn alle Sachen, mit denen wir auswandern, müssen irgendwie in Shannys Auto reinpassen. Das ist nicht so groß. Ein bisschen größer vielleicht als meins. Aber von meinem haben wir vorhin schon Abschied genommen. Wichtige Vorbereitungen. Eine Luftpolsterfolie und der allerletzte Einsatz für den Wiesmann. Zum letzten Mal siehst du mal, wie praktisch ist. Guck mal, der ganze Baumarkteinkauf passt rein. Boah, das ist ja voll praktisch. Ein Kofferraum, der ein bisschen Platz hat. POV, du bist rich. Vermissen auf Mallorca, aber wir können es eben nicht mitnehmen. Keine Garage, das ist einfach nicht so gut für das Auto. Vielleicht hole ich ihn irgendwann nach. Hey, Digga, ich hab bis jetzt noch nicht verstanden, was das genau für ein Auto ist. Ist es ein modernes Auto, das alt aussieht? Ist es ein altes Auto, das modern gemacht ist? Ist es ein nices Auto? Ich habe keinen Plan. Das ist jetzt wirklich das allererste, was ich mache für einen Umzug. Ich habe noch nichts gepackt. Außer diese 3 Sachen da hinten, super. Hier ist richtig Stress und alle Hupen natürlich noch. Na klar. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Der lässt dich nicht, der lässt dich. Oh mein Gott. Oh ja, deutscher Verkehr. Aber guck mal, wir den vermissen werden. Kann immer ein bisschen stressig sein, aber du bist ja eh schon gestresst. Ich bin echt schon ein bisschen gestresst, weil das Einzige, was Felix bisher gepackt hat, und das ist noch nicht mal in meinem Auto. Wir fahren ja mit meinem Auto nach unten. Das ist noch nichts. Wir haben jetzt 15 Uhr. Morgen früh geht's los. Und du hast nicht eine Sache bisher in meinem Auto. Und Felix fragt jetzt, warum ich schon gestresst bin. Kann ja mal eine Zahnbürste nachkaufen, wenn ich sie vergesse. Hanna! Lass es mit den Kommentaren im Chat. Wirklich nichts Wichtiges, was ich vergessen kann. Außer vielleicht mein Laptop. Laptop und meine Kamera. Das ist das Wichtigste. Das brauche ich nicht. Alles andere kann man da kaufen. Ja, die Sonne geht gerade. Oh ja, ey, ich bin rich, Digga. Alles andere kann man da kaufen. Ey, ich kaufe einfach das ganze Haus und die Möbel neu. Und das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um anzufangen zu packen. Ich habe jetzt schon mal angefangen, weil ich habe jetzt schon lange... Adi Totoro, das ist ein altes Auto, was auch damals das Design hatte. Er hat es gekauft, komplett überholen lassen und dann genommen. Okay. Ein bisschen Sorge. Ich mach's schon. Badehosen hast du schon mal dabei, das Wichtigste. Mehr brauchst du auch nicht. Sportsachen. Auf jeden Fall brauche ich T-Shirts. Ich zieh aus, das kann ruhig zusammenbrechen. Das habe ich gleich noch nie gezeigt, das ist mein Kleiderschrank. Hi. Was lachst du? Weil ihr seht, wie farbenfroh Felix Kleiderschrank ist. Du kannst dich... Hey, es gibt auch orange. Weiß oder schwarz? Was möchtest du für eine T-Shirt-Farbe mitnehmen? Ist halt fast immer ein buntes Logo, aber. Okay. Ja, gut. Dann fangen wir mal an hier zu packen, ne? Oh, Digga, das ist schon eine geile Wohnung, Digga. Holy shit. Imagine, einfach dort wohnen. Würde ich nicht nein sagen. Schon sehr geil. Ich glaube, Mark Eggers wohnt auch in diesem Haus, ne? We'll hide away when no one knows. Let's run away together on our own. Just lead me into your world. Und dann guten Morgen vom Auswandertag. Also meine Klamotten hier, die ich mitnehme. Allerwichtigste wird gleich eigentlich... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass so eine Stück YouTube-Geschichte Deutschland einfach das Land verlässt.
Ist voll crazy. Ich weiß nicht wieso, aber ich weiß nicht, ob ihr mit ihm aufgewachsen seid, aber wenn man mit denen aufgewachsen ist, ist schon crazy, finde ich. Weil denen war einfach Köln. Denen war einfach YouTube Köln. Gerade noch in Benutzung meine Kaffeemaschine. Und hier zum Abschluss, nicht schlecht, mit Hafermilch. Aber I guess, er lässt seine ganze Wohnung da, möbliert, nimmt halt seine Kleider mit, so den Stuff, den er braucht. Und, ey Digga, also ich sag ganz ehrlich, ich gebe dem 1,5 Monate, ein Jahr und 7,5 Monate und dann kommt er wieder zurück nach Deutschland. So ein Ding. Schön. Also jetzt schnell, Kamera weg und wirklich alles einpacken, damit es losgehen kann. Das war's. Du wanderst ja mit viel aus. Ja, wir wandern aus mit dem Koffer. Die allerletzte Tour rein ins Auto, dann fahren wir. Und willkommen in Frankreich! Bonjour, Madame, Monsieur. Erster Zwischenstopp, Straßburg, Leute. Das war da rein, das ist derselbe Fluss, wo wir heute Morgen gestartet sind, nur ein bisschen südlicher. Das Auto ist komplett vollgepackt, wie ihr sehen könnt. Also mehr hätten wir wirklich nicht mitnehmen können. Ich schneide gerade noch ein Video, was jetzt online geht. Aber wir haben uns, glaube ich, ein schönes Abendessen hier verdient, ja? Also ich glaube, einen besseren Ort hätte man sich hier nicht suchen können fürs Abendessen in Straßburg, als direkt hier an der Kathedrale Notre Dame. Und wir haben ein schönes Steak am Start. Ja, dein Sommersalätchen sieht auch nicht schlecht aus. Also Akkus aufladen, ehrlich gesagt, das erste Essen heute für mich. Und dann fahren wir weiter. Sieht eher nach Urlaub aus. Ja, I guess, denen wird ja trotzdem noch viel reisen, ne? Der wohnt halt einfach da so ein bisschen. Die haben die Finca nur für ein halbes Jahr gemietet zum Ausprobieren. Ach so. Okay, I see. Naja, aber das heißt auch, gleich wird es dunkel und dann seht ihr gar nicht, wo wir schlafen. Wo zur Hölle hast du uns hingeführt? Es ist komplett duster, ich sehe nichts. Sterne über uns, danke für das Licht. Shani, was hast du uns für unsere erste Nacht gebucht? Eine Bubble. Ein Zelt. Eine Bubble? Ja. Ist das dein Ernst? Ey, das Schlimme ist, ich weiß halt nicht, was um uns herum ist. Wenn wir morgen aufwachen, dann wäre das hier so keine Hochhaussiedlung, die uns alle zuschauen beim Schlaf. Du hast uns ein Zelt gebucht? Ich weiß gar nicht, wo das ist in der Schweiz. Ich glaube, das ist neben Thun. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesehen. Wir sind in der Schweiz. Wie teuer ist diese... Boah, Digga, erstmal aufwachen und dann gibt es so einen coolen Blowjob, Digga. Oh ja, geil, noch ein bisschen Milch. Das Zelt? Wir können ja mal schätzen, aber es war wirklich Ey, was ist das für ein Emote-Chat? Okay. teuer für das. Was eine Hä, was, bra, Digga, ein Blowjob von der Kuh? Blowjob von der Kuh ist doch nice, Chat. über einen Digga, die hat zu Sabba. 200 Euro. Ein Zelt. Okay, Licht an. Was haben wir hier bitte? Schön Sofa. Eine Waffe. Vor allem hier vorne sind einfach Kühe, man hört sie die ganze Zeit. Hörst du Die ganze Zeit so ein Ding. Das ist ja unsere Kuhnachbarn. Das ist ja cool. Aber die gehören wahrscheinlich dem Kuckucks... Okay. Ich find's super. Gefällt's dir? 200 Euro die Nacht. Ich hätte einfach legit in meinem Auto schlafen können und sonst so. Aber das haben nicht so ein schönes Bett. Ich glaube, morgen ist es krass, wenn die Sonne aufgeht. Hey, es ist jetzt schon voll krass. Man kann Ist doch voll geil, Digga. Okay, 200 Euro ist teuer, aber I guess ist geil. Sterne sehen. Aber ich würde legit um 6 Uhr aufwachen, wenn die Sonne kommt, weil ich wache immer auf, wenn es hell wird. Das ist so krass. Hier auf dem Nachttisch, das soll auch mit sein. 999 neue, praktische und ungewöhnliche Haushaltstipps. Weil du ja Haushalt hier führen musst. Warte, jetzt kommt wieder Party. Bitte nicht. Aber ich glaube, du hattest recht, dass wenn man es komplett ausmacht, dass es dann schon nice ist. Also auf der Kamera seht ihr es jetzt nicht, aber in echt kann man jetzt wirklich hier die Sterne sehen. Das ist schon richtig krass. Und das dann mit den Glocken im Hintergrund. es ist ein... Ich glaube, mit so einer Glocke im Hintergrund könnte ich richtig gut schlafen. Ich lieb's auch, wenn das Fenster offen ist und man so ein bisschen die Autos hört. Ist es weird, wenn man das liebt, so ein bisschen die Autos? So ein bisschen, keine Ahnung, so wenn vielleicht noch eine Baustelle so 300-400 Meter weg ist und man hört noch so ein bisschen das Arbeiten, dann kann ich voll gut pennen. Das ist was Besonderes für unsere erste Nacht hier auf dem Weg zum Auswandern. Neemann liebe ich auch eben. Julatz, Digga, Jusalz. Diesen hier. Guten Morgen, Leute, aus unserer Bubble. Schaut euch an, wie schön ist das bitte. Wir machen hier mitten Ja, und jetzt haben sich die 200 Euronen gelohnt. auf dem Feld auf. Das Einzige... Boah, imagine, Chat, du wachst auf, so, guckst nach vorne, da ist so eine Kuh und die lässt erstmal so richtig einen rausscheißen, Digga. Kühe scheißen ja immer so Dünnschiss, die haben ja immer Dünnschiss und du hörst einfach mal so
Dann stehst du auf, ziehst deine Schuhe aus, ziehst deine Socken aus, stehst in die Kuhscheiße rein, draußen ist es kalt, deine Füße schön 35 Grad, Digga. Das ist die Schweiz. So lebt man in den Alpen nämlich. Es ist so hell. Als um 6:30 Uhr die Sonne aufgegangen ist, sofort. So Boom in your face. Bauern in der Schweiz machen das halt wirklich so. Das ist halt nicht mal ein Joke. Es wird so richtig heiß hier drin. Also jetzt nicht auch wegen dir, aber auch einfach, weil die Sonne hier reinkommt. Die Kühe schlafen mittlerweile. Oh, geil. Die ganze Nacht gebimmelt. Wirklich die ganze Nacht ding, bing, bing. Aber ja, das ist so das Leben in einer Bubble. Hast du gut geschlafen? Ja. Ein bisschen kurz. Ja dann, Stuhlkissen bitte wieder in Bubble deponieren. Einmal aufräumen und dann fahren wir frühstücken. Bern! Das ist die Heimatstadt von Alain Valente, Leute. Mein alter Teamkollege und Longboard-Tour-Kollege. Café Einstein. Prost. Freut mich, dich hier endlich mal in deiner Heimat zu besuchen. Prost. Was haben wir gestern gemacht hier? Wir haben eine Toilette gesucht, weil alles zu hatte. In der Schweiz hat alles zu, Alain. Du musst uns... Imagine, du wachst auf und man sieht als erstes dein geiles Gesicht. Fände ich Kuhscheiße geiler, ehrlich gesagt. Erklären, warum ist das so? Um 22 Uhr machen alle Raststätten zu. 21 Uhr konnte man an der Autobahn 21 Uhr waren. 21 Uhr macht die Toilette zu. Ja gut, ihr wart auf dem Land vielleicht, dann ist 21 Uhr. Das waren 20 Minuten von hier. Ja eben, auf dem Land. Das ist nicht so groß wie in Deutschland. Raststätten Nachtruhe, dann ist auch Toiletten Nachtruhe. Aber was hast du denn gesagt? 21 bis 22 Uhr und dann machen sie wieder auf? 22 Uhr ist zu. Ja. Und dann machen Aber bei euch war anscheinend um 21 Uhr. und dann machen sie wieder auf, morgens um 7. So früh bin ich noch nicht wach, aber ich glaube... Die Schweizer schlafen einfach nachts, deswegen musst du auch nie mehr auf Toilette. Wir haben auf der Straße gesucht. Oh mein Gott, meine Cam, Digga. Kann man theoretisch sagen, wenn man auf eine Raststätte gehen, Digga, ich raste aus? Funktioniert das? Oder eher nicht? Wir sind in die Schweiz reingefahren. Wir sind auch illegal hier, müssen wir sagen, ne? Illegal. In der Schweiz darfst du nur 5000 Schweizer Frankli darfst du nur einführen, wenn du eine Durchfuhr-Transit machst. Darfst nicht 10. 5000 Frankli steht auf der darf Website. 10. Nee, da steht 5000 Frankli. Und dann seid ihr zwei. Wir sagen, wir haben einen Freund gefragt. Mein Laptop kostet... Mein Laptop Weird Flex, Digga, dass er so viel Geld dabei hat. Sorry, Felix von der Laden. kostet 6000 Euro. Ja, aber das zählt ja nicht, es geht um Cash. Nein, aber auch Umzugssachen, weil wir sozusagen Transit machen. So, nein, ihr besucht mich ja. Mit unserem kompletten Hausstand. Wenn die unser Auto öffnen hier an der Grenze, weißt du, wir sind am Arsch. Gibt's irgendwie so wir müssen nachher nach Frankreich weiter. Ja. Gibt's so einen unbesetzten Grenzübergang, wo wir rauskommen? Also der ist eigentlich immer unbesetzt in Basel. Der kommt gar kein... Wir kriegen hier die richtigen Tipps. Als ob die zurück nach Basel fahren, die müssen ja nach unten, nach irgendwo so Gotthardtunnel oder so. Kommt alle in die Schweiz. Wo ist das? Genf. Ich würde sagen, es ist der Genfersee. Ja, wahrscheinlich schon. Kurzer Zwischenstopp am Genfersee. Aha, der Schweiz-Geografie-Profi. Genf, okay, oh, Genfersee. Lac Le Mans. Ja, okay, scheiß drauf. Ich hab mein Maul. Das heißt Genfersee, oder? Zweites Abendessen in Frankreich, zweites Mal italienisch. Heute Pizza von Luigi. Die Sonne ist gerade da hinten untergegangen. Und damit haben wir jetzt auch schon über die Hälfte geschafft von unserer Strecke auf nach Mallorca zum Auswandern. Damit geht es aber im nächsten Vlog weiter. Bis dahin, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt mal nach oben, wenn es euch gefallen hat. Seid gespannt auf unser neues Zuhause. Das seht ihr dann im nächsten Video. Bis dahin. Sehr geil, sehr, sehr geil. Ich bin gespannt auf den nächsten Vlog. Ist der schon online? Der ist noch nicht online. Ey, Felix, ich bin enttäuscht. Ich hätte ihn gerne angeguckt. Ja. Viel Glück auf Mallorca. Ab und zu an Ballermann gehen. Mark Eggers. Knossi anschauen. Ich glaube, das ist es. My heart just got stuck beating.